Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Fußball-Talk. Mal nicht ein FC Bayern-Talk, auch nicht wirklich ein Fußball-Talk. Ich möchte einfach mal über The Zone herziehen. Ja? Ich finde es eine absolute Frechheit, was da gerade so vor sich geht. Ich habe, keine Ahnung, seit 3 Jahren oder was, das Jahresabo da gehabt für 129,99. Das fand ich okay. 10er im Monat. Gut, das waren dann 11 oder 11, 10 oder was weiß ich. Fand ich völlig okay, um da mal, ich weiß nicht, aufs Jahr gesehen vielleicht. Gut, letztes Jahr war es ein bisschen mehr, glaube ich. Das ist 8, 6, warte, kann ich das googeln? Sagen wir mal zwischen 6 und 10 Bayern-Spiele gesehen haben. Saison, Bayern, Spiele 2021. Haben wir das hier irgendwo? Weiß ich nicht. Aber gefühlt war es nicht mehr. Es waren, glaube ich, 2 Champions League-Spiele. Ansonsten halt ein Freitagsspiele und mal 2 Sonntagsspiele. Das ist 8 Spiele gewesen sein. Ja? War ich bereit, das zu zahlen. Ja, ich verstehe auch die Preiserhöhung, keine Frage, völlig legitim, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt aber noch mehr Champions League und noch mehr hier und noch da noch englische Liga und hier haben wir, was weiß ich, Tennis, Golf, bla, Sylt oder irgendeinen amerikanischen Sport, der mich persönlich aber alles null interessiert. Mich persönlich interessiert auch kein Freitagsspiel, kein Sonntagsspiel in der Bundesliga oder irgendein Champions League-Spiel. Mich interessieren die 5 bis 10 Bayern-Spiele im Jahr. Mehr interessiert mich nicht. Dafür sehe ich es nicht ein, jetzt, wartet, auf 219 oder 29 oder was? Das Freche daran, warum mich das so ein bisschen triggert, mal eben einloggen, warte. Also ich habe schon gekündigt, Kündigung ist auch angenommen, habe ich heute gerade eine Mail gekriegt. Alles tutti, alles gut. Das hat problemlos geklappt. Ja, da gibt es ja auch genug andere, wo das anders ist. Aber jetzt werden die Kosten schon mal nicht mehr an. Mitgliedschaft behalten müsste ich klicken, damit das wieder anzeigt. Also ich habe 149,99 sogar gezahlt. Ja. Bisher. Ja, es ist schon teurer geworden. Guck mal, ich habe 2020 habe ich 119 bezahlt, 2021 119, 2022 149. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist auch so eine Sache. Wäre jetzt wieder genauso gewesen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass sie einfach um 30 Euro erhöht haben. Ja? Ich zahle halt einmal im Jahr und Arschlecken. Das kriege ich dann gar nicht mit. Ne? Und ich habe das jetzt auch nur mitgekriegt, weil es in der Presse war und weil Rico hier das im Stream gesagt hatte, dass jetzt für Bestandskunden auch die Preise erhöht werden ab August. Deswegen hatte ich mal reingeguckt, habe mich mal eingeloggt. Ich habe da keine Nachricht gekriegt oder sowas. Nee, dann steht ganz unten einfach, ja, beim nächsten Mal verlängert sich, also wenn man im letzten Monat ist, von der Laufzeit, die man hat, danach verlängert sich das Abo automatisch für den Preis von 24,99 pro Monat. Genau so war das. Es stand noch nicht mal mehr ein Jahresbeitrag da. Es stand 24,99 pro Monat. Rechnen wir das mal hoch, das ist also genau eine Verdoppelung auf 300 Euro im Jahr. Und das ist eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit. Ich meine, es ist schon eine absolute Frechheit, dass man, um die Bundesliga und Champions League gucken zu wollen, im vollen Umfang, schon 3 Anbieter abonnieren muss. Ja, man muss Amazon Prime haben, man muss Sky haben und man muss The Zone haben. Rechnet das mal hoch. 25 Euro bei The Zone. Bei Sky ist wahrscheinlich auch das billigste. Du musst ja immer so ein verkacktes Grundpaket damit nehmen. Bist du wahrscheinlich auch locker bei 25 oder 30 Euro im Monat. Und dann hast du noch Prime. Prime soll auch teurer werden. Dann bist du wahrscheinlich dann auch irgendwann beim 10er im Monat. Dann zahlst du 60 Euro im Monat. Um was zu sehen. Die Bundesligaspiele. Wenn wir mal nicht in der ersten oder zweiten Runde im Pokal ausscheiden, vielleicht 4, 5 Pokalspiele, die aber meistens oder ab und wann auf jeden Fall auch mal im Free TV laufen, das eine oder andere Spiel. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht. Je nachdem, wie es läuft, 12 Champions League Spiele.
sage ich euch ganz ehrlich, fühle ich nicht. Ja, ich fühle meinen Verein aus voller Inbrunst, keine Frage. Ich verdiene auch genug Geld, um mir das leisten zu können. Ja, mir geht es einfach ums Prinzip. Ja, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe es auch schon mal in einem anderen Video gesagt. Meinetwegen macht das so, soll der FC Bayern sich selbst vermarkten. Ja, machen wir uns nichts vor. Klar, dann wäre der FC Bayern noch mehr um 100 Stufen weiter voraus der Konkurrenz in der Bundesliga gegenüber. Aber machen wir uns doch nichts vor. Das, was die Bundesliga an Geld einnimmt, bringt doch 80% der FC Bayern, was Fernsehgelder anbelangt. Ja, gut, ein paar interessante Spiele hast du, wenn es ein Revierderby gibt. Schalke ist ja wieder aufgestiegen. Wenn es ein Nordderby gibt, was wir immer noch nicht wieder haben, das war's. Ja, ansonsten sind 80% die Bayern-Spiele, die das ganze Paket tragen. Und wir bekommen, ich weiß es nicht, ich müsste es echt nachgucken, aber mit Sicherheit keine 80% von dem Kuchen, was da eingenommen wird. Was auch völlig okay ist, ja, dass das aufgesplittet ist, dass wir dann nur einen kleinen Anteil kriegen und so weiter und so fort. Alles gut und schön. Aber es kann doch nicht das Ende vom Lied sein, dass das dann auf unserem Rücken ausgetragen wird. Ja, ich meine, ich bin in der Position zu sagen, ich könnte mir diese 3 Abonnements leisten. Und könnte die 6, 7, 800 Euro im Jahr zahlen, um alle Bayern-Spiele gucken zu können. Ja, will ich aber gar nicht. Was ist los, Alter? Ja, wenn ich wüsste, die 800 Euro gehen an meinem Verein, ja, da würde ich sogar sagen, dann denke ich noch drüber nach. Ja, aber ansonsten soll der FC Bayern sich selber vermarkten, Alter, ganz ehrlich. Jahresabo, alle Bayern-Spiele gucken, 300 Euro, was weiß ich, ein Spiel gucken, 5er oder sonst irgendwas, ja. Fertig. Punkt. Ja, will ich sofort machen. Da weiß ich, das geht an meinem Verein, da will ich auch 100 mehr zahlen im Jahr, gar kein Problem. Aber so? Ne, fühle ich nicht, Leute. Und dann diese Dreistigkeit von der Sohn. Ich meine, wie gesagt, ich habe die letzte Erhöhung gar nicht mitgekriegt letztes Jahr. Das waren auch schon 30 Euro. Von 120 auf 150, das waren auch schon 20% Erhöhung, Alter. Was ist los? Und ein Jahr später 100% Erhöhung. Einfach mal so, oder was? Also ganz ehrlich, das ist... ich denke, ich bin da auch nicht der Einzige, ja, wo das so sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass die viele Kündigungen bekommen. Ich hoffe es zumindest. Leute, ich kann das nur zu aufrufen, jeder, der das so nur für Fußballer hat, kündigt, Leute. Kündigt, lasst euch nicht verarschen. Lasst euch nicht ausnutzen. Ja, mir tut das auch in der Seele weh, wenn ich dann, was weiß ich, irgendein geiles Champions League-Spiel, was weiß ich, gegen Real Madrid oder so nicht sehen kann, weil ich keine Sohn habe, ja. Wird mir auch ein Loch ins Herz brennen, ja, keine Frage. Aber man muss den Leuten mal irgendwo Einhalt gebieten, ne? Ganz ehrlich. Also, ich meine, dann mach es wie Sky oder wie jeder andere. Macht da irgendwelche Pakete rein, meinetwegen für Champions League zahlst du einen Zehner im Monat, für Bundesliga zahlst du einen Zehner im Monat. Was weiß ich, split das halt auf. Für amerikanischen Sport zahlst du einen Zehner im Monat oder was weiß ich was. Halt einfach ein bisschen aufsplitten, wa? Aber klar, dann nehmen sie natürlich nicht so viel Kohle ein. Ist mir auch schon klar, weil ich persönlich würde da nur Champions League nehmen, weil die 3 Bundesligaspiele, wo wir mal Freitag spielen, klar, wenn es ein Fünfer wäre im Monat, würde ich mir das auch noch gönnen, aber ansonsten würde ich sagen, leck meinen Arsch, Alter, ne? Mal ganz ehrlich, mich interessiert das halt nicht. Finde ich eine Sauerei. Vor allem diese Art und Weise halt, wie gesagt, ich habe nicht eine Mail gekriegt oder irgendeine Info oder sowas dazu. Ich habe mich halt eingeloggt und dann steht das auch ganz klein. Unten drunter kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Steht da halt jetzt nicht mehr, weil ich schon gekündigt habe. Jetzt müsste ich erst einen Button anklicken, Mitgliedschaft behalten. Ganz klein, so, ja, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, verlängert er sich einen Monat vor Ablauf für 24,99 pro Monat. Alter. Also dreister geht's ja gar nicht, wa? Und dann hätte sich es wahrscheinlich gleich wieder um ein Jahr verlängert oder sowas. Keine Ahnung. Frech, einfach frech. Wie gesagt, und meine Meinung ist, da müssen die für zahlen, Alter. Indem die Leute das kündigen. Das ist der einzige Weg, um den Sohn dazu zu zwingen, zu sagen, dass sie halt Pakete machen. Ja? Wie gesagt, ich bin gerne bereit, einen Zehner zu zahlen, um Champions League und Bundesliga gucken zu können. Aber mit Sicherheit nicht 25 Euro. Also, nee. Klar, wenn man jetzt argumentiert, ja, ich bin so der absolute Fußballsüchtel und baller mir jedes Bundesligaspiel ran, jedes Champions League-Spiel. Ja, wenn man die Zeit in seinem Leben hat und die so verschwenden möchte, dann kann man natürlich auch sagen, ja, das ist mir 25 Euro im Monat wert. Ja, ist es mir aber halt nicht. Ich gucke die Bayern-Spieler, das andere interessiert mich nicht. Und von daher finde ich das dann frech. Gut,
wollte ich einfach nur mal loswerden. Ich musste einfach mal meine Meinung dazu sagen, oder? Müsst ihr nicht genauso sehen oder Zuspruch geben oder sonst irgendwas. Ich wollte es einfach loswerden und auch schon mal, also bis März läuft das noch, also bis März ist noch bezahlt, weil ich im Jahresabo hatte und das wurde jetzt im März halt jetzt nochmal verlängert für die 149 Euro. Also bis März kann ich noch alle Bayern-Spiele sehen. Danach kann es sein, dass ich einfach mal ein Bayern-Spiel nicht sehen kann. Dann wird es ein bisschen schwieriger mit dem Bayern-Talk. Dann wird der aufgrund von Radio entstehen oder so. Ich weiß es noch nicht. Oder ich muss mich woanders zum FC Bayern-Spiel einladen lassen. Das sollte auch nicht unbedingt das Problem sein. Gut, ich wollte es einfach mal loswerden. Haut mir gerne eure Meinung dazu rein, wie ihr das seht. Wie gesagt, ich verstehe jeden, der irgendwie da mehr guckt, wie nur die Bayern-Spiele, der vielleicht noch irgendwie amerikanischen Sport guckt oder sowas. Dann ist das wahrscheinlich ein fairer Preis, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber warum macht der Sohn dann nicht einzelne Pakete? Und man sagt, gesamt 25 Euro im Monat kannst du alles gucken, was wir hier haben. 10er kannst du nur deutschen Fußball gucken, bla, da kannst du das gucken, da das und das und das. Wäre ja auch gegangen. Aber nein, man will alle Leute hier melken auf dem Hintergrund des Fußballs. Ja? Mit dem Argument, ja, aber wir haben jetzt auch mehr Rechte und unsere Produktion wird jetzt professioneller, wir haben mehr Leute eingestellt. Und ist das unser Problem? Alter, ist das mein Problem? Nein. Ich möchte die 5 bis 10 Bayern-Spiele sehen, mehr nicht. Mich interessiert nicht, ob da im Hintergrund 50 Leute bezahlt werden müssen oder ob die jetzt vor Ort im Stadion sitzen, weil das war ja auch das Argument. Ja, wir haben das sonst immer jetzt aus München, aus dem Studio kommentiert. Jetzt bei den Spielen sitzen dann die Leute im Stadion vor Ort. Glückwunsch. Zahlen wir also das Hotel, die Anfahrt und sonst was. Ganz ehrlich, zeige ich mir ein Bayern-Spiel ohne Kommentator. Ich brauche da keinen Kommentator, der da dummen Scheiß labert, Alter. Das interessiert mich auch ein Scheiß. Also, ganz ehrlich. Also, diese Argumentation ist halt frech einfach. Ja, die ist einfach frech. Wie gesagt, ich verstehe das, wenn man sein Programm erweitert, dass es teurer wird und so weiter. Alles gut und schön. Aber jetzt auf den Rücken der Fußballfans hier, die Leute zu melken, Alter, bei einer 100%igen Preissteigerung, das ist frech. Und das gehört für mich in der Kündigung bestraft. So, das ist für mich das einzigste Mittel, was ich habe. Und vielleicht wird es dann so kommen, dass es irgendwelche Pakete gibt. Vielleicht zum fairen Preis, wenn nicht zum fairen Preis. Ja, dann drauf geschissen. Ja, dann tut es mir leid. Dann werde ich halt das eine oder andere Bayern-Spiel einen Tag später erst gucken können irgendwo. Dann ist das halt so. Ja, dann höre ich es mir im Radio an, gucke es mir im Nachhinein nochmal an. Und gut ist. Ja, so wird es dann laufen. Gut. Wisst ihr schon mal Bescheid, aber bis März ist noch alles tutti, Leute. Amazon Prime habe ich, ist auch kein Problem. Sky habe ich auch. Zahle ich nicht selber, sonst hätte ich auch keinen Sky. Und wenn dann nur Sky Sport. Und auch nur für, ja, so viel zeigen die jetzt auch nicht mehr von Bundesliga und Champions League. Ja, vielleicht um das nochmal ganz kurz aufzufassen. Es ist einfach frech, dass man 3 verschiedene Anbieter zahlen muss. Es ist einfach frech. Und ich glaube, war nicht irgendwas noch mit T-Com oder was, die auch irgendwelche Internetrechte mal hatten oder was? Blickt doch keiner mehr durch, Leute. Das ist doch einfach frech. Ja, also. Ich habe es gerade vorgerechnet, um die 60 Euro, wenn ihr alles gucken wollt im Monat. Bei steigenden Gas, Strom, Lebenskosten. Ja, das Thema brauchen wir gar nicht erst anfangen. Dann ist das einfach frech. Einfach frech. Ja, normalerweise müsste man eher in die andere Richtung denken und mal sagen, yo, wir haben die Fußballfans jahrelang gemolken. Unterstützen wir die mal in so einer Zeit ein bisschen, aber nee, genau das Gegenteil wird gemacht. Man fickt die nochmal richtig rein. 100% Erhöhung. Ja, geil. So muss das sein. Traurig. Und ich finde es besonders traurig für die Leute, die es gar nicht leisten können. Ja, das ist ja das Traurige. Ja, selbst wenn du jetzt so ein absoluter, da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, so ein absoluter Sportfreak bist, ja, mein Stiefvater ist genauso, ja. Er guckt sich auch am besten jedes Bundesligaspiel, noch jedes Frauenfußballspiel an, komplett vernagelt im Kopf. Gibt es viele von, ja, ich war früher auch mal so, ich habe früher auch fast jedes Fußballspiel geguckt. Alles gut und schön, ihr bleibt ja auch jedem selber überlassen, aber dass man dann so eine Leute bestraft, indem man sie das sich gar nicht mehr leisten können, ja, das betrifft ja nun mal viele dann.
Wie gesagt, wer hat denn mal eben 60 Euro im Monat über, um Bundesliga komplett gucken zu können? Nehmen wir jetzt nur mal die Bundesliga. Wer hat das denn? Ja, ist halt frech. Gut, jetzt haben sie, glaube ich, zweite Liga, oder zweite Liga geht von Sky nach The Zone, oder ich weiß, nee, zweite Liga ist so weiter bei Sky, glaube ich, ne? Keine Ahnung, da blickt doch keiner mehr durch. Ja, das ist auch das Schlimme. Das ist halt frech mit 3 Anbietern, also. Weiß ich nicht. Dann die schöne alte Zeit, 18 Uhr hier Sportschau, abends Sportstudio, dann gab es so eine Zeit lang mal ran, 18 Uhr, da hast du was geguckt, ja, dann ist es halt wieder so. Dann muss man halt auf Zusammenfassung warten, aber dann kann ich mir auch die Zusammenfassung am Sonntagmorgen auf FC Bayern TV angucken. Ja, Punkt. Fertig aus. Und höre mir das Spiel im Bayern Radio an. Punkt. Ja, gibt es bei uns auf der Seite auch. Ich meine, bei uns gibt es auch ein FC Bayern TV, das habe ich auch mal abonniert gehabt. In der Hoffnung, dass es halt mal so kommen würde, dass man dann da die Bayern-Spiele gucken kann. Kann man dann auch, manche kannst du live gucken, so Amateure und auch Freundschaftsspiele und sowas. Und meistens, sowas früher zumindest, konntest du dann auch Bundesligaspiele und so später dir da angucken. Da muss ich nochmal gucken. Das wäre echt das Einzige, was ich sagen würde, weil da weiß ich, das Geld geht an den Verein und nicht an 3 verschiedene Firmen. Ja. Ich meine, gut, Amazon habe ich so oder so Prime, spielt keine Rolle. Aber der Rest fühle ich persönlich leider nicht. Wie gesagt, es tut mir da ein bisschen leid, wenn ich dann Bayern Talk zu irgendeinem Spiel nicht wirklich, also für mich aus meiner Wahrnehmung so gut analysieren kann, wie es dann sonst war. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn ich ein Fußballspiel gucke, achte ich natürlich auf gewisse Spieler mehr, auf irgendwelches Verhalten, Taktiken und so weiter. Das geht natürlich im Radio nicht. Wenn ich das Spiel nicht sehe, dann ja, geht das schlecht. Wa? Da muss ich mich darauf verlassen, was mir der Typ erzählt, den ich im Radio höre. Von daher wird das dann ein bisschen schwieriger. Da müssen wir gucken, ob sich das lohnt, dann da überhaupt einen Bayern-Talk zu machen. Dann wahrscheinlich eher nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, bis März ist sowieso noch alles tutti, ja. Und ich denke mal, dann ist April, Mai, dann ist die heiße Phase. Da werde ich mich zur Not auch woanders orientieren, einladen können, um das Bayern-Spiel zu gucken. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber ansonsten, was da nächstes Jahr kommt, weiß ich noch nicht. Wenn es dann so ein Freitag- oder Sonntagsspiel ist, kann es halt einfach gut mal sein, dass kein Bayern-Talk kommt. Aber ich denke, das können wir alle verkraften, weil man muss nicht sich jedes Mal melken lassen als Fußballfan. Ne? Das wollte ich nur mal loswerden. Das war es jetzt wirklich. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.